manchmal kommt alles zusammen auf einmal. Die Dampfnudeln sind angebrannt, das Schuppenglas ist weg, der neue Weiß all. Ach, einfach eine Katastrophe, wenn alles da auf einmal zusammenkommt. Und so ähnlich ist es auch mit dem Boden. Ja, was da alles unserem Boden zugemutet wird, wenn man sich das mal überlegt, das ist ganz schön viel. Ja, da wird gedüngt, da wird gepflegt, da werden Pestizide neu gegeben, da kommt Mikroplastik neu, da gibt es Erwärmung, es gibt mehr Trockenstress. Es läppert sich halt einfach zusammen, was da alles auf den Boden einwirken kann. Und das tät man gerne mal untersuchen. Was passiert, wenn so viele von den Faktoren auf den Boden einwirken? In einem Experiment tät man das gerne mal untersuchen. Das ist aber nicht so einfach. Weißt du warum? Ah ja, überleg dir mal, du hättest 2 Faktoren. Von jedem bloß 2 verschiedene Formen, nämlich ja oder nein, gedingt oder nicht gedingt und erwärmt und nicht erwärmt. Da hast du 4 Kombinationen. Jetzt stell dir mal vor, hast 3 Faktoren, sind es schon 8. Noch einer dazu, sind 16. Noch einer dazu, 32. Dann 64, 128, 512 und bei C-Faktoren wären es 1024 Kombinationen, wo du untersuchen möchtest. Das kann keiner machen. Das geht nicht. Da kannst du kein richtiges Experiment dazu machen. In der Ökologie jedenfalls nicht. Das geht nicht. Siehst du, musst was anderes überlegen, weil ich glaube, dass da draußen auf jeden Fall C-Faktoren auf irgendwas einwirken. Aber wie will ich das untersuchen, wenn so ein normales Experiment einfach nicht aufbauen kannst? Na, dazu haben wir uns was überlegt. Kannst du unten nachlesen in den Kommentaren. Der Link zum Paper dazu ist allerdings auf Englisch. Ja, was wir uns überlegt haben, ist, wir haben eine einfachere Frage gestellt, nämlich, wenn du jetzt so ein Set von C-Faktoren hast, sagen wir mal, dann haben wir gefragt, was ist, wenn du einfach nur fragst, wie viel von den Faktoren wirken ein auf den Boden? Nicht welche, sondern nur wie viel. Das ist eigentlich eine komische Frage, muss man sagen. All dieweil, naja, wie willst du denn jetzt vergleichen, wenn da Mikroplastik wirkt oder Erwärmung oder Kupfer oder ein Pestizid oder Trockenstress? Wie willst du das irgendwie alles unter einen Hut bringen? Aber man kann es ja mal probieren. Also wir haben das gemacht. C-Faktoren also. Und dann haben wir wie eine Serie gemacht, wo immer mehr von den Faktoren zugeschaltet werden. Einer, gar keiner erst einmal, einer, 2, 5, 8 und alle 10. So, aber jetzt sagen wir mal bei den bei 2 Faktoren. Da haben wir jedem von den Replikaten haben wir zufällig aus der Trommel, wie bei der Lottozahlen, aus der Trommel gezogen 2 Faktoren. Da war es vielleicht einmal Mikroplastik und Erwärmung. Das zweite Mal war Trockenstress und Kupfer. Und das dritte Mal war irgendwas anderes, irgendwelche andere 2 Faktoren aus dem Set von den 10. Das heißt, unterm Strich, bei jeder von den Replikaten, von den Ansätzen, hat eigentlich ein anderes Perle wahrscheinlich gehabt, durch Zufall ja gezogen, von den Faktoren. Aber in der Gruppe haben sie alle eins gemeinsam gehabt, nämlich es waren 2. Und so entsprechend weiter mit der 5, mit der 8 und mit der 10. Weißt du, was ich meine? Das heißt, jetzt haben wir geguckt, was ist, wenn du immer mehr Faktoren dazuschaltest? Ungeachtet der Tatsache, was das für welche sind. Das haben wir natürlich auch angewusst, wir haben so aufgeschrieben, welche Faktoren das jetzt waren. Gut, und am Ende haben wir halt gemessen verschiedene Sachen, zum Beispiel Diversität von der Pilze im Boden, Stoffabbaurate, Respiration, also Bodenatmung und Bodenaggregation. Und eigentlich haben wir ja gedacht, da kommt bloß Chaos raus. Wenn du mehr von den Faktoren dazuschaltest, habe ich schon gedacht, na, am Ende, es gibt einfach so ein Wirrwarr von Ergebnissen. Und zwar es gar nicht. Das Überraschende war, du hast quasi bei all von den Variablen, wo ich jetzt gerade erzählt habe, hast einen klaren Trend wie eine Linie am Ende zeichnen können. Das heißt,
Wenn du nur wägst, wie viele Faktoren aktiv sind, kannst du schon eine Voraussage machen, wohin die Reise geht sozusagen. Das ist ziemlich erstaunlich, wenn du wieder zurück überlegst, wie das Experiment gemacht worden ist, dass du nämlich jede von deinen Kombinationen hier zufällig gewählt worden sind. Ja, das war eine große Überraschung. Und dazu gab es noch eine Überraschung, nämlich bei einer weiteren Messung, die wir gemacht haben, nämlich wasserabweisende Eigenschaft vom Boden. Das ist quasi, wenn du 'n Tropfen Wasser auf den Boden, auf die Oberfläche drauf gibst, wie lang bleibt denn der Wassertropfen da oben drauf sitzen, bevor er einsickert? Ganz einfach zu messen. Das haben wir gemacht. Und dann haben wir gemerkt, da wo ganz viele Faktoren einwirken, wird der Boden plötzlich wasserabweisend. War er davor gar nicht. Und das hast du auch gar nicht aus den Einzelfaktoren rauslesen können. Die haben wir ja auch separat gehabt. Jeden Faktor haben wir auch einzeln nochmal getestet auf die Effekte, damit wir es vergleichen haben können mit den vielen Faktoren gleichzeitig. Und das haben wir nirgendwo gesehen. Das heißt, das war quasi eine Überraschung. Wo kommt denn das jetzt her plötzlich? Wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Der Punkt ist aber, hat man einfach nicht voraussagen können, weil man nur Experimente gemacht hat mit einem Faktor. Ja, und die meisten Leute machen halt einfach bloß ein oder 2 Faktoren aus der genannten Gründen, weil sonst einfach zu viel von den experimentellen Einheiten haben müsst, von den kleinen Töpfle oder Röhre oder was immer du nimmst. Na ja, das war schon 'n überraschendes Ergebnis, muss man sagen, eigentlich erstaunlich, dass man schon einfach von der Zahl der Faktoren so viel ableiten kann. Und natürlich, wenn man noch weiß, welcher Faktor das jetzt jeweils war, kann man noch mehr davon verstehen. Aber gibt halt noch die Überraschung dazu. Was heißt das? Na ja, weil das alles so eine Linie war, mit der steigenden Anzahl von den Faktoren geht's immer weiter die Bachgasse runter sozusagen, ist die Nachricht, na ja, wir sollten schon aufpassen, was wir unserem Boden alles zumuten, weil je mehr von den Sachen auf den einprasseln, auf den Boden, desto schlechter wird's. Zum Beispiel, desto mehr Pilze sind verloren gegangen oder so weniger Bodenaggregate sind geformt worden. Das ist eine. Das andere ist eher eine positivere Nachricht, weil du wägst, dass jeder von den Faktoren irgendwie sich auswirkt, insgesamt gesehen. Ist es immer eine gute Nachricht, wenn durch irgendeinen Eingriff, zum Beispiel eine Regulation oder eine Verhaltensänderung von dir und von der Gesellschaft insgesamt, kannst quasi auf der Kurve wieder zurückfahren. Das heißt, mit anderen Worten, alles hilft. Ja, wenn jetzt irgendwas vermeiden tust, dann unterm Strich hilft's dann bei der Geschichte. Na ja, und das war jetzt halt sozusagen eins von der ersten solchen Ansätze. Man merkt, es ist extrem schwer, zu dem Thema Experimente zu machen, wenn so viele verschiedene Faktoren gleichzeitig untersuchen willst. Da wärst du scheel im Kopf. Deswegen, da muss man sich noch einiges überlegen, wie man da noch weiterkommen kann. Das ist aber eine spannende Sache. Vielleicht kommt ja demnächst auch noch mehr. Allah dann.